Weichholen hier von der uns Maris, zodat die wordt niet goed verhinderd worden. En ik weet ook dat die hoe die wordt beschätzen, wanneer het gepredigt wordt, dat die vindt niet goed kennen dat weichnemen naar de weichstelen. Haar moest die met ons zijn, moest die transporten reden. Haar ik bid voor die in deiner Johan Bolman, want hij kent het goed met delen. Ik bid dat die hem dus vrijheid geven, dat met te delen wat die hem has en wat die lijkt haar. Ik bid dat die hem dus bekrachtigen met die in des. Ik bid dat die hem dus helpen met die in des. En ik bid dat die wordt die predigt worden en de kracht van den Heiligen des. En ik bid dat die dus die wordt zijn te de toeharken. En ik bid dat die dat dus aan onze harten werken. Dort wat die was aan, wat dat doen zal. Dat wat dat veel net haar. Haar moest die ons weergeven. Die ons van ons maar is veel te horen. Haar moest die ons leiden en horen. En alles wat hier van haar vanmiddag gedaan wordt. Dit alles bid ik in deze zin doen. Amen. Segens. Nummer Feier. Mächtige Ströme des Segens, dass sie durchfluten die Welt, sende die Zeit der Erquickung, lave das bürstende Feld. Mächtige Ströme, Ströme, dein Wort uns verheißt, so köstlich, send uns den strömenden Geist. Mächtige Ströme des Segens, höre das Rauschen von fern, über die Herzen der Sünde, uns wie vom Geiste des Herrn. Goedemorgen alle. Grote verrijkt dat we hier kunnen zijn. Ik vind dat ze morgens waren. Voor mij is het wens. De Heer heeft ons in de laatste week zeer redelijk gezegend. En dat te bewonderen. Eenmaal, wat God deed en wat God arbeiden deed. Vandaag morgens, ik keek aan de bulletin aan en ik werd aan, ik had niet mijn arbeid gedaan. Ik had niet gevonden en had niet gezegd wat mijn thema weer vandaag morgens. Mijn thema vandaag morgens is dat wat ik het laatste Mal had ans Kampf en dat je scharen te kampen. Boodschap nummer 2. Ik had de eerste boodschap. Weet je, ik kom allemaal maar half zo weer zeg welkom wanneer ik in de boodschap rijden doe. Ik doe met 2 maal zoveel rijden als ik durchkomen doe. We zijn zoveel banen en ik zijn een beetje zacht en niet zacht en reden, zacht en dat overbrengen. Ik wil vandaag, vorige week had ik 2 punten. Ik reed van wat we voor een kamp gaan als christen, wat Paulus zei en dat. En dan zijn we dat, en de tweede part zijn we dat hij heeft ons gescheren gegeven, wat we bruggen kunnen om in den kamp kampen. En ik probeer vorige week te zeggen dat God heeft alles gegeven wat bruggen dat in den Feind te kampen. Dat is eigenlijk, wo wir uns können 100% sicher sein, dass da wird nicht an uns wegkommen, an keinem von Gott in die Kenia, wo Gott nicht all hat reingemerkt und hat uns Kraft gegeben und Geschirr gegeben, um dagegen zu kämpfen. Und ich habe laatst bloß die erste Bad. Und so, ich will sagen,
die nächsten 5 Dinge zu wissen, das sind 7 am Ganzen, was Gott gegeben hat. 7 Port von dort geschehen. Und was wir dort brauchen, dann können wir siegen in uns christliches Leben. Also, ich will bloß die ersten 3 Versen frisch lesen, dort in der Bibel aufmerken, noch Epheser Kapitel 6, Vers 10 bis 18. Aber ich will bloß die erste, die Vers 10, 11 und 12 lesen zum Anfang. Ich sehe das viermal, ich will eine Wiederholung machen. Ich sehe das viermal, dass Paulus, der Schriftsteller im Brief, hat 5 Kapitel und er hat sehr viel in den 5 Kapiteln angestappt. Er wusste als erstes, was wir für ein Reichtum haben, und dann wurden durchgehen und sie von verschiedenen Themen, was er reden wird, und das betrifft uns ganze Leben. Alle Areas an uns Leben. Und dann kommt er bei dem einen, das letzte Part im Kapitel saß, und dann sagt er, zuletzt, das meint, eben, ich habe alles gesagt, aber so weit, nun habe ich noch ein Ding zu sagen, und das ist sehr wichtig, in anderen Worten. Er sagt, in Vers 10, sagt er, in Kapitel 6, Vers 10, sagt er, zuletzt sorgt dafür, dass die stark worden durch die Kraft, die der Herr jünt jaft. Leicht jünt dort die Scher ab, dort Gott verjünt reinhaft, dort die bestehen können, wenn der böse Feind jünt angerebt. Wir haben nicht mehr gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, aber gegen die gewaltige böse Geister von den Himmelswelten und mit Gewalten und Herrschaften von am Diensten, der über diese Welt herrschen. Ich probiere ein bisschen zu sagen, was dort meint, was ich verstehen kann. Aber ich will ein bisschen deeper gehen, weil ich bin nicht sehr gut fähig an Application. But in the Botschaft bringing down the application, you know, to explain what to do, you know, where the rubber meets the road. Ik wil proberen een klein beetje wat te zeggen over vandaag. Paulus redt hier zu Christen an Epheser, dat is ganz klar in de eerste versen. En hij redt van een Krieg, en das Krieg is geen Christen. De nicht-Christen hafte vindt al, hij darf gar nicht sei erschaffen. Die proben einen Sinn anzubringen, because die sind Sinn, die daunen auf, was von Natur uit daunen. Was du und ich krijgt so deuten. Das ist, was die allgemeine Christen, Non-Christen daunen. Aber er braucht, der Feind, der braucht die Menschen, die nicht Christen sind, um die Christen zu verdorben, abzuholen und so weiter, und wir würden viel darüber sagen können. Ich habe eine Frau an seinen Dienst. Und so dat der Diebel auch. Der Diebel hat fragen, uns durch Gedanken, verschiedene Wege, dass der Diebel uns verbrochen. Aber weißt du, ich glaube, der Diebel hat besonders durch Menschen, durch Christen, hört sich vielleicht sehr gut. Aber weißt du, ich glaube, weil sie erfahren, dass wir aus Gott in Kenia, wir lassen uns vom Diebel bringen, um einen Einfluss sein für irgendwelche Menschen. Lass mich bloß ein klein bisschen was sagen, was wir erfahren haben in dieser letzten Weg. Eine gewisse Familie, was da, ich will bloß ein klein bisschen was sagen davon. Und das ist bloß ein Exempel, wie weit alle von Familien, von Menschen, die dort mal einen Anfang machen, aber was bis sie gleich geworden sind und was nicht mehr Gott folgen dann, aber lieber den Teufel folgen dann. Diese Familie ist ungefähr mit 33 Jahren, da wird der Herr verbetet worden, hier in der Kirche. Und of course, jeder einer hat immer eine Excuse, dass immer die Kirche oder andere Menschen ihre Schuld. Aber was von deren Tag ist so furchtbar, dass er verbetet, die wollen nicht, absolut nicht hören. Und der Einfluss, was sie haben, die proben alles anzuleiten, was möglich,
Menschen von das Evangelium wegzuholen. So zu viel, dass ich wohl sein. Aber dort wird passieren, das. Menschen, weil wir uns von den Feindloten reden. En Vers 13, und ich will wiederum noch Vers 13. Wir können viel sagen davon. Lass mich ein klein bisschen mehr sagen. Wat Feind brücken dat aan de kerk, en dat zij verken durch Plüderie. Weil die Feinde dat uns einflussen, wir waren ein paar Christen, die waren sich uneinig, und wir fangen an zu reden über die, und fangen an, Dinge ein bisschen zu stretchen und so weiter, und bevor wir know it, dann ist das ein großes Problem. Durch Plüderie. Und so sind verschiedene Dinge. Und noch mehr, was wir würden sagen können, weil wir sagen, durch Angewohnheiten, lass mich mal ein Beispiel bringen. Ich kenne eine gewisse Person, die sagt, und das ist ein Christ, und die hat nicht sicher kriegen über Schmecken, über Tabak. Dort gesagt, wo ich kann sagen, ich glaube, keine Sieger wird den Menschen in Erhaltung bringen, aber der schon recht verken so ist, wenn der von dort kommen wird. Ich habe das selbst getan. Ich habe damit gekämpft, ich habe sicher gekriegt, ich sage dem Herrn annehmen, dass ich wird krank wird. Diese Person, die hat das Partei gekommen, die glaubt wirklich, dass Gott will das haben, dass sie schmecken soll. Und die Person des Partei kommt, die sagt dort zu anderen Menschen, die sagt, dass das Gott sein wollen. Und weißt ihr, das ist ein Beispiel, ich sage das zu wenigstens, dass, weißt ihr, ein Mensch, der Trouble mit hat, ich weiß das, und das ist von der vielleicht so eine hier, die haben nicht sich über Tabak. Und die haben furchtbar zu kämpfen, ich weiß, da kann ein Seiger oder Kampf geben, das hält uns drei zu waschen in das christliche Leben. Wir können Traktatsätze sein mit Trinken und mit vielen verschiedenen anderen Sachen. Aber ich habe nicht Zeit dazu. Ich will bloß das brauchen als ein Beispiel. Wir können durch die Gefahr, dass Menschen, dass die dann anfangen zu glauben und dann sagen, okay, wenn die not really nicht verboten hat, warum soll ich da jetzt kämpfen? Und dort wollen wir ein bisschen aufpassen, dass Menschen so eine Stadt, die haben immer Freunde, die ein seltsames Problem haben. Menschen, die Trouble haben, Christen, die Trouble haben mit Trinken, Social Drinking, so, was nicht die Schulden hat, glaube ich, die haben immer, die always flock together, das sind, die kommen ein bisschen dazu. So was tun wir dann? Wenn wir weiten, dass Christen, dass der Teufel Christen brücken, dass die beide Geister Christen brücken, dann, den Teufel seine Arbeit wiederführen, was wird wir dann tun? Ich würde das sagen, wir haben alle Freunde, wir kommen alle mit Menschen taub. Aber ich glaube, wir sollen uns immer fragen, weil wir mit Menschen taub kommen, wir haben viel zu tun mit Menschen und so weiter. Was sind das für Menschen? Wo ist denn ihr Hort? Was ist wichtig in ihr Leben? Haben die wirklich sich in ihr eigenes Leben? Sind sie wirklich als ihr Ziel, wirklich dem Herrn Jesus zu verherrlichen? Sind sie voll von Gottes Wort oder haben die vielleicht gewisse Pläne und so weiter? Ist das wirklich gesund? Das ist der nächste Part, was wir wiederholen, was wir vorweg hatten. Und der zweite Part, sei wie das Geschirr, das Gott uns gegeben hat, zum Kämpfen. Vers 13 sagt, nehmt alle Gewehre, die Gott vergönnt hat, dass ihr ausrechnen können, was er braucht, bestehen zu bleiben, wann der böse Tag kommen wird. Was meint ihr damit, wenn der böse Tag kommen wird? Wenn der Zeit kommen wird, wo wir wollen angefochten worden von den Feind, dort die Gewehre brauchen, dort die Reibmerken dafür, weil die Zeit kommt,
als je moet sehr onverhafts onder verdaan denken dan. Hij zegt, es sieht de rij, dat je het rij maken, dat de soldaten met de rij zijn om den Kirche en jeen gaan. Dat wir hier mal betracht wie die erste zwei Part von das Geschah, nämlich Wahrheit und Gerechtigkeit. Epheser Kapitel 6, Vers 14 sagt, steht fast mit der Wahrheit am Jünd und aus ein Gard und die Gerechtigkeit verjünd aus ein Brastschild. Wahrheit, wir sagen laatst, und ich frage die Frage, was ist Wahrheit? Und wir sagen dort, und ich lese ein paar Verse, Johannes 1, Vers 14 sagt, und das Wort wird Mensch und wohnt manch uns, und wir sagen, wo herrlich wir, eine Herrlichkeit so aus ein Vater seinem einzigen Sehen, der Jaft, voll von Gnade und Wahrheit. Dort dat beschrijft Jezus. Hij weer vol van genade en waarheid. In Johannes 8, 31, 2. Weil wir schauen haben, wir gehen irgendwo hin. Wo immer wir gehen, da kommen an der Schau mit uns. Nicht so? Er sagt, so soll wir das Evangelium antreiben, so als Schau dort, wo immer wir gehen, das Evangelium wird mit uns gehen. Vers 12 sagt, ab diesem Grund kann mit Gold, andere Versen, hier 1. Korinther Kapitel 3, Vers 12, da redet Paulus davon, sagt, keiner kann einen anderen Grund legen als der allgeleicht ist. Das ist Jesus Christus. Also das ist der Grund. Das ist das Evangelium. Andere wird der gute Nachricht, wo wir können gerettet werden von unseren Sünden, wo wir können zum Glauben kommen, das ewige Leben haben, wo wir können versiegelt werden mit dem Heiligen Geist, das ist das Evangelium. Vers 12 sagt, ab diesem Grund kann mit Gold selber, das 1. Korinther Kapitel 3, Vers 12, ab diesem Grund kann mit Gold selber Dierenstein, Halt, Hei oder Stroh wiedergebaut worden, sagt der Apostel Paulus. Weil das ist möglich, dass wir ab diesem Grund abkommen, aber das ist, die Frage ist, mit was für Material da wir da oben bauen ab dem Grund. Der Grund ist Jesus Christus. Keiner kann weitergeboren werden, keiner kann ein Christ werden, ohne dass ab dem Grund Jesus Christus kommen wird. Jesus ist der Grund, er ist der Eckstein. Paulus sagt, das ist der Grund. Sagt er, aber nu passt ab, wo wir da oben bauen worden. Wollen wir würden wieder lesen an 1. Korinther Kapitel 3, Vers 12, danach wieder, da wird wir sein, was er sagen wird, was passieren wird, wenn wir das anreichte Material brauchen und so wieder. Aber er sagt, das ist wie mit Halt, Hei oder Stroh, Stapel und so wieder. Meine Frage ist, mein Freund, mit Wort oder Wort von Material, das du brauchen, um auf diesem Grund bauen. Das ist verschieden, das ist die Botschaft an itself. Galater Kapitel 1, Vers 8 bis 9 sagt Paulus wieder, sagt es ist das, wenn er denkt an das Evangelium. Und wenn wir oder sogar ein Engel, sagt Paulus, vom Himmel jünt ein anderes Evangelium predigen sollen, als dort, was ich gepredigt habe, dem Lot verflucht sein. Das sind heute wir nicht so. Er sagt, er hat das rechte Evangelium angestellt. An 1. Korinther, da sagt er, ich habe das den Grund gelegt. Nu, wenn wir oben bühren, das passt ab, wo wir bühren. Hier sagt er, wenn irgendwer wird kommen und dann wird ein anderes Evangelium geben, als das, was ich gegeben habe, das Evangelium ist hier bannen. Und Gott sein Wort sagt er, dem Lot verflucht sein. Und dann hat er wieder, das ist nicht genug, nach dem, was er sagt. Um das nach Dalle bestätigen, sagt er in Vers 9, so als wir vorher gesagt haben, sei er nochmal, wenn irgendwer ein Evangelium predigt, dort nicht,
wenn irgendwo ein anderes Evangelium predigt, das nicht mehr dort stammt, was wir gepredigt haben, der soll verflucht sein. Zweimal sagt er dort. Mit die Schwester, ich glaube, da wäre es sehr, sehr wichtig, dass wir Gott sein Wort persönlich studieren. Ich glaube, und ich sage das bloß nach Wara. Ich sage das, jedes Mal, wenn ich in der Botschaft bringen darf. Das ist nicht genug, wenn wir in die Kirche kommen. Das erste Mal, wenn wir hier in der Botschaft, der Gottesdienst macht sein. Aber weil die unsere Verantwortung, jedem einen von ihnen Verantwortung ist, eine Bibel zu haben und seinen stammt dort wirklich mit was Gott sein Wort sein wird. Ich will hoffen, dass das tut. Aber weißt du, warum, eine Frau, warum sind da so viele Menschen, die da verdreht worden oder besiedelt gehen und nehmen irgendwas an, irgendeine Lehre, was über TV kommt, was über Radio kommt, und hört sich vielleicht gut und so weiter, oder Kirchen oder verschiedene Kirchen, verschiedene Wege, was da gelehrt wird. Warum ist das, dass Menschen so hastig confused worden, also hastig besiedelt gehen? Die sagen, aber das war ich nicht gleich in der Kirche, das war ich nicht gleich, und probieren sie was anderes und so weiter. Und schließlich kommen wir da, dass alle Wege Wort, was sie nicht gleich nennen. Aber ich glaube, Ferkel für jeden zu prüfen, ist dort, was gepredigt wird, ist dort, was gelehrt wird, stammt dort wirklich mit Gott sein Wort. Der Apostel Paulus sagt zu der Römer auch hier an, zu der Galater, sagt er, wenn der irgendwer kommt und predigt ein Evangelium, so zu call, wird er nicht stammen, der ist verflucht sein. Das ist ganz besiedelt. Römer Kapitel 1, Vers 16 bis 17 sagt, ich schäme mich nicht mit dem Evangelium. In Wahrheit redet Paulus von dem Evangelium. Das ist der dritte Part, was er sagt, tragt an mit dort. Lass dort antragen, so schau up you fight. Sagt er, ich schäme mich nicht mit dem Evangelium. Wie weitet wurde der Apostel Paulus von herkommen. Wie ein Pharisäer, einer von der Ersten von den Pharisäer, die Christen verfallen, möchte dort, dachte der Gottesdienst damit, warum? Er weiß nicht, wo Gott sein Wort wirklich wäre. Und zu der Zeit, of course, wie das Alte Testament. Und wir mit sie gleich gegangen. Nun, wie er sich bekehrt, sagt er, ich schäme mich nicht mehr das Evangelium von Christus. Dort ist Gott seine Kraft. Nicht mal haft die Bibel Gott seine Kraft. Die Bibel Gott sein Wort ist die Kraft. Er sagt, ich schäme mich mit dem Evangelium von Christus nicht. Dort ist Gott seine Kraft. All die seilig zu machen, die daran bleiben. Erstens die Juden und dann auch die Griechen. Vers 17. Dort wisst uns, wo Gott uns durch den Glauben gerecht macht und wo der Glauben immer zunimmt, so als geschrieben steht, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. 1. Korinther 15, 1-2 sagt, Brüder, ich will jünt an das Evangelium denken helfen, da ich jünt gepredigt habe, die haben dort auch angenommen und stunden fast an. Durch das Evangelium in Vers 2, wo je gerat, wenn die jünt an dort so holen, als ich jünt dort gepredigt habe, wenn dort nicht der Fall ist, dann sind die vergebens zum Glauben gekommen. Ja, die Christen Mutter sprechen, sagt er, halt ihr fast an das wahre Evangelium. Die Schwester, es ist so wichtig, dass wir weiter, was das Evangelium ist, dass wir das fast haben, wir weiter, was falsch ist, wie was falsch ist hier, da weit wir, was da erreicht ist. Dort ist der dritte Part von das Gerät, was wir haben. Vierte, Glauben. Was ist Glauben? In Vers 18 sagt er, und Epheser 6, Vers 18, sagt er, über alles nehmt den Glauben als ein Schild, wo der Beise mit seinen brennenden Pfeilen nicht durchschreiten kann.
Das ist ein gerotes Schild. Weißt du, der Soldat, der hat 2 Schilds. Ein Schild, der an seine Brust waren, hat nicht wer wird, als war im Katechismus. Dort wisst ihr, was du glauben hast. Dort ist die Gewissheit, dass wir dort kriegen wollen, auf was wir hoffen. Und es ein Nicht-Zweifeln. Was die Geschwister, wir dürfen aus Gott sind kriegen, wir dürfen kein Zweifel nicht haben an Gott sein Wort oder was Gott sein Wort sagt, was Gott uns gegeben hat und so weiter. Excuse me. Vers 6 in Hebräer 11 sagt, aber ohne Glauben ist das unmöglich Gott gefallen. Wer nach Gott kommen will, muss glauben, dass ist und dass die belohnt, die am ernstlich siegen. Das ist worauf ja glauben. Sagt, tragt an damit, dort holen ist ein Schild verjünt, dass der Glauben, dass der macht stark sein, dass was immer jünt, wo immer die angefochten worden, dass die wohl stehen bleiben kann. Römer 4, Vers 1 sagt, wie durch den Glauben gerecht geworden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das der selbst Glauben, wodurch wir Jesus annehmen deuten und überzeugt worden, dass er uns das ewige Leben gegeben hat. Das ist der selbst Glauben, wodurch der Geist Gottes uns überzeugen wird und uns helfen wird. Epheser 2, Vers 8 sagt, sie sind durch Gott seine Gnade gerat, welche glauben. Dort ist nicht durch ihre Worte, dort ist ein Geschenk von Gott. Dort ist der Glauben, wo wir nicht dürfen und zweifeln. Weil viele Menschen sagen, und ich rede kirchlich, ich rede viel mit Menschen, die sagen, weil ich hoffe, da wird noch mal alle Theorien. Weil die Hoffnung wird gar nicht Theorien nicht. Die Hoffnung ist nicht gebüht auf die Wahrheit. Wenn wir kicken dann nur dort Gerät, was Gott uns gegeben hat, wo Paulus von reden hat, all das eben Port, dort ist something, dort ist Wort, was sicher ist, wo wir nicht dürfen an zweifeln. Dort schafft, dort kann der Diebel nicht andauern nicht. Epheser 2,8 sagt, sie sind durch seine Gnade gerat, welche glaubten. Römer 10, Vers 17 sagt, so kommt der Glauben durch die Predigt und der Predigen durch Christus sein Wort. Wo kriegen wir den Glauben? Wo können wir da kommen, dass wir den Glauben haben? Weil wir können nicht bloß mal einmal einen Tag, eins morgens abstehen und sagen, weil von da an, wo ich glaube. No matter what passieren wird, von nu war ich bloß glauben. Er sagt, der Glauben, der kommt durch das Wort Gottes, durch Predigen. Was meint Predigen? Das meint, was wir hier nicht groß tun, oder wenn wir mitteilen, dann einer mit dem anderen, oder wenn wir Gott sein Wort selbst lesen, dann. Dort, wo durch der Glauben kommen wird. Wir fangen an, wir glauben auf, was Gott sagen wird, das ist Wahrheit. Okay, aber so wie das vierte Part, das fünfte, Radung. Jene Radung, in Vers 17, in der Epheser saß, sagt er, jene Radung sagt ihn ab aus ein Haut, Helmet. Wir wissen alle, dass wir kriegen mit dem Bicycle fahren down, oder wenn wir mit dem Bicycle fahren down, mit dem Motorcycle, dann müssen wir ein Helmet abhaben. Warum? Because wir dürfen dort beschützen, was das ganz Wichtigste an uns Körper ist. Dat die Natur, wo das alle von das Denken und alles von herkommen hat, was uns ganz regieren hat. Die GPS, was Gott uns gegeben hat, was wir angebot haben, womit wir denken, ob das gut oder schlecht ist, dort zu beschützen. Er sagt, jene Radung sagt ihn ab aus ein Haut. Ein Haut ist den Kopf, was uns Verstand oder uns Denken beschützen wird. Er sagt, dort ihn dort ab,
make sure dat je den hout abzaten en de Radung abzaten aus sein Haut. Römer 12, Vers 2 sagt Paulus, en stalt je nicht so han aus dieser Welt, dat je zullen durch je nieuwe Gesinnung verändert worden, dat je weten können, wat Gott zijn woord, wat Gott zijn willen, wat goed, angenehm und vollkommen ist. Er sagt, das soll unsere Gesinnung ändern. Er sagt, en stellt je nicht so han aus dieser Welt, je sollen durch eine neue Gesinnung, durch das neue Denken, was Gott uns gegeben hat, sagt er, soll je verändert worden, dass je weiten können, was Gott sehen wollen, was gut oder was angenehm, was vollkommen ist. Wenn ich die von der Frage würde, weißt du, was Gott für dich hat? Weißt du, was Gott die zu geraubt hat in das Leben? Weißt du, woran Gott die geraten hat? Was wird die Antwort sein? Er sagt, das soll unsere Gesinnung verändert worden. Die Gesinnung ans Denken wird verändert worden. Was wir erst denken, dann das denken wir nicht mehr. Wir haben, wir sind fähig, anders zu denken. Wo kommt das her? Das kommt durch Gott sein Wort, wo wir verändert. Ans Denken muss verändert worden. Wir können nicht mehr so denken. Und was wir Trouble haben mit Denken, ich habe in meinem eigenen Leben erfahren, dass mein Denken aus Kontrolle kommt. Wir sagen, ja, ich Christ wäre, dann dachte ich, dann kam mir an, weil ich hatte einen furchtbaren Battle an mir. Dinge, wo ich allgemein an denken, wo meine Gedanken nangewandt werden, dort wollte ich noch an denken. Und ich wollte sehr bald an, das hat alles damit zu tun, was ich mit Gott sein Wort tue. Wenn ich dort abfalle mit Gott sein Wort, dann fange ich an, anders zu denken. Und der Geist Gottes, was an mir ist, der mir wiesen, wo ich jetzt mit Kraft besser zu denken. Und dann der letzte Punkt, der erste Punkt, Gott sein Wort. Gott sein Wort aus ein Schwert, an Vers 17. Gott sein Wort aus ein Schwert. Psalm 1, Vers 1, Vers 3 sagt, ihr seht, dass der Gottlose den Rot nicht annimmt und nicht mit Sinnet auf eine Wahrheit und noch nicht sagt, wo die Sparte setzen. Der über seine Freude an dem Herrn sind gesatzhaft und sich Tag und Nacht damit beschäftigen wird. Der ist aus dem Baum geplant und Wohltabach, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verweichen nicht. Und was immer gedeiht, dort gerät wohl, dort bringt Frucht. Jeremia sagt, 23, Vers 19 sagt, es mein Wort nicht so aus ein Vier und so aus ein Homer der Stein zweibragt, sagt der Herr. Er sagt, wir sollen an Gott sein Wort aus ein Schwert brücken. Hier nennt Paulus, das Wort ist ein Schwert. Was ich da ist es so wichtig, dass, wenn wir mit Menschen reden, dann erstlich für uns selbst, dass wir Gott sein Wort brücken, und dann zweitens, dass wir das Wort brücken, wenn wir mit Menschen reden. Was ich da leichte Kraft bin, sagt er, brück dort aus dem Schwert Gottes. Jeremia, es mein Schwert nicht so ein Vier, was ihr da kann durchbrennen, durch das hotste Halt oder was immer das ist, das hotste Eisen kann Vier verschmelzen. Und er sagt, so dort ist mein Wort, ich habe gefangen in der letzten Weg nach war, dort ist mählich Gott sein Wort hat die Kraft, das hotste Hort Weg zu machen und das hotste Eisen zu verbrennen. Und da ist es ein Homer, was den hotsten Stein kann zwei merken, Gott sein Wort. Weil du hast nicht auf dieser Welt, du hast kein Mensch nicht, was du hot genug hast, wo das Wort nicht kann durchpenetrieren, wenn wir da brüchen dann. Und dann das letzte, und ich will damit schließen, da wird stark, das ist die Begrafnis, bei Buchert.
einmal einmal ich zweimal denken, wie ich denken kann. Dort wo Gott anfängt zu arbeiten, wie gerade das, wenn dort 4 anfangen zu arbeiten. Und Gott deed ein Wunder. You know, du wirst eine gewisse Person, wo ich von reden, die wo da 31 Jahre verbetet wird und die Person, die ist bei dem gestorben. Und wir proben einen Teil von uns hier, von 1, 2, wo da kommen zum Begrafnis, da proben mit aller Macht, diese Person, diese Frau zu besiegen. Und aber die Diebel, die hat da somewhere fair, wir können nicht nachkommen an die Person. Ein Teil von der Jugend wird proben, wir können nicht nachkommen. Und dann dann kommen wir taub mit einer von der Dachte, was dem Herrn kann, der Einzige, was dem Herrn kann, wir 5 Stunden mit taub und wir beten. Und wir würden beten, dass sie weins 5 Minuten haben mit ihrer Mama, dass sie taub sein. Wir beten erstlich, dass Gott soll, dann wird immer mehrlich, wird immer das Kosten, dass sie wird Opportunity kriegen, zu mit ihr reden. Und dort kommt so ran, dass Gott nahm die Frau im Hospital an. Wie es im Hospital wir dann probiert dachte, mit ihr zu reden, aber die Menschen, ihre Siblings, die da jeden Gott arbeiten, die Leute nicht, können nicht mit ihr reden. Jetzt ist es oben ins Bett, und sie früh nur beten, dass sie ein paar Minuten haben da. Und weil die Gott den Charakter antworten, und weil die Zeit wird about 6:30, will es das passieren, Gott, all removing von da, all ihre Siblings, die sehen mal einmal, wir machen bloß ein bisschen rückgehen, wir machen uns halt anschmecken, erst mal mit Waschen, was du mal hier bei einem abpassen und unsere Mama ein kleines Stützchen. Oh, aber ja, da war ich. Und sie hat die Gelegenheit, früher ihre Mama vielleicht zum ersten Mal in ihr Leben, was sie können, Frauen, ob sie wirklich bekehrt wäre. Und ob sie wirklich, weil sie gestorben wurden, by the way, das ist der Wort, AIDS, die gestorben nu. Und ob sie bereit wird, dem Herrn Jesus zu begegnen, und ja, sie wäre bereit, dem Herrn Jesus zu begegnen. Das hat ich gerade gemerkt. Kann ich mit die beten da noch? Und sie, ich glaube, wir das erste Mal, was sie mit ihrer Mama beten, ihre Mama, wie sie da wenn wir beten, sagt, Halleluja. Der Apostel Paulus sagt dort einmal beten. Sagt er, bet für all Gottes in der Kirche. Er sagt, das dauert alle am Gebet und bet Gott am Help. Bet immer, wenn die Geist dort zu vermonen, anmonen, blieb wachen und jeft nicht nur mit beten. Bet für alle, die Gott sein Volk sind. Römer Kapitel 8, Vers 28, 27 sagt, und gerade halb der Geist an unsere Schwachheiten, wir weiter nicht einmal, was wir so reich beten sollen. Aber der Geist bet für uns mit sonnigen Pfeilen, dort wir nicht weiter dafür, nicht wir haben dafür. Und hey, die uns horten, gesagt, weit wird der Geist am Sernhaft, wie es der Geist bet, für die Heilige Donner aus Gott dort gefällt. Geschwister, das meint einfach bloß, kriegt dort, was das sein wird. Und ich glaube, was das hier sagt, das ist so klar zu verstehen. Und wir können Gott vertrauen, dass er das reinkriegt dort. Philippa, ich sage meine Titel geht vorbei. Philippa 4, Vers 7 sagt, sorgt am nichts. Lot Gott mit Beten und Prachen und Dankschein sein alles weiter, was ihnen fehlt. Geschwister, ich kann ein Großteil sein, ich war nicht. Ich habe bloß eine Frau. Meine Frau und die ist, wo stehst du für der? Wo stehst du für der, wenn es kommt um jeden Kampf, was wir haben? Wir tun nicht mit Fleisch und Blut kämpfen, wir haben eine Reihe gemacht, was jeden uns schaffen wird. Der Diebel mit all seinen Engeln, all seinen
servants, wat hij heeft, die schafft en proeft ons te verdorven. Maar wat je gaat, die was kraak wat de bruggen deed. En hij geeft ons aan zijn woord. En je redt wat we bruggen kennen, wo we kan gaan kämpfen. En dat is 100% zeker. En God zij dank dafür. Weil wir beten. Vater im Himmel, wir danken dir für den Wort, was wir von dir haben gestudiert, haben von dir redet. Wir danken dir, Jesus, dass du hast uns die Kraft gegeben. Du hast uns den Geist gegeben. Du hast uns den Wort gegeben. Du hast uns all das Geschenk gegeben, was wir brauchen, den Teufel zu siegen. Wir danken dir dafür. Wir danken dir, Herr, für jede Person.